Grüß euch miteinander und herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama. Und ganz dem Wetter entsprechend gibt es heute eine sehr sommerliche Ausgabe. Vorfreude auf das Seaside Festival. Wir reden mit einer deutschen Band, die sich auf das Berner Oberland freut. Und wir schauen vorbei beim Stängeli-König, einem Glassenmacher aus Belp. Schon gleich ist wieder das Seaside Festival in Spiez. In nicht einmal einem Monat spielen dann unheimlich viele gute Bands in der Spiezbucht. Mit dabei ist unter anderem die deutsche Band Clock Clock. Die drei Herren haben vorher schon das Gerlafingen gespielt und dort den Besucherinnen und Besuchern gezeigt, was sie dann am Seaside Festival erwarten können. Wir sind in Gerlafingen auf dem Eichholz-Festival und haben mega Bock, sind sehr motiviert, freuen uns hier zu sein. Es ist natürlich eine große Ehre, bei der Erstauflage dabei zu sein und natürlich direkt als Headliner für uns natürlich großartig hier in der Schweiz. Die Primetime, oder? Ich glaube, es gibt nichts Besseres für Künstler und Künstlerinnen. Hier ist sehr, sehr schön, die Berge außenrum und wir waren auch tatsächlich schon auf dem Festivalgelände und sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns die Stände angeguckt, haben uns andere Bands angeguckt und das ist dann eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib. Was man sich auch voll oft erinnert, sind gerade diese Tage davor, wisst ihr noch, als wir gestern an dem See waren oder als wir da waren, oh, da hinten in den Bergen, es war voll schön. Es gibt auch noch immer wie so einen kleinen Push für uns, wenn wir so den Tag uns schön gestalten und irgendwie ein bisschen aktiv sind, wir spielen gern Ball oder gehen an den See, merkt man auch im Team, dass das so alle noch mal ein bisschen motiviert und dann ist es wie noch mal eine geilere Show. Also da hat man noch mal mehr Energie. Die Teamchemie steigt dadurch sehr. Also deswegen, wir nutzen es immer oft gerne, sind so gut am Erkundschaften und gucken immer ein bisschen so, was so drumherum geht. Das ist auch ein cooles Geschenk. Ja, falls wir mal Vielen verloren Dank. gehen, oder in der Schweiz? Wir gehen jetzt nicht so auf Wandern, ne? Eher spazieren. Eher spazieren, ja. Spazieren ist eher so. Aber ist auch gut, spazieren durch die Berge. Wenn wir dann irgendwo, sag ich mal, ankommen, wo es sich auch anbietet, wo es schöne Routen gibt, dann machen wir das sehr gerne. Ja. Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt nur eine bestimmte Art von Musik, sondern wir entwickeln uns ja auch weiter als Menschen und gerade so in der Popmusik ist ja so breit gefächert, da sind so viele Sachen möglich und gerade das macht uns auch Spaß und sag ich mal, jetzt gucken, wie weit können wir uns so aus dem Fenster lehnen, das klingt immer noch nach uns. Natürlich glaubt man so an sich und sagt, wir haben das alles auch irgendwie verdient, weil man weiß, wie viel Zeit man reingesteckt hat und wie viel Mühe, aber man muss auch sagen, man weiß natürlich, dass es ein großes Privileg ist und dass ein gewisses Stück Glück sehr entscheidend ist. Und deshalb glaube ich auch, dass alles damit reinspielt, die richtige Zeit am richtigen Ort. Und vieles ist auch ungewiss. Und das gerade so in dem kreativen Bereich der Musik, man weiß gar nicht, was in 2-3 Jahren passiert. So, und wir sind offen und bereit, das zu erforschen als Kunden und hoffen, dass wir die Zeit haben, gemeinsam das genießen können und es so weitergeht. Vorfreude auf das Seaside Festival mit der deutschen Band Clock Clock. Sie spielen dann am Freitag, 28. August in der Spiezerbucht. Und es bleibt sommerlich bei uns. Wir machen jetzt nämlich einen Besuch beim Stängeli-König. Eine Glassenfabrik in Belp. Und gerade jetzt im Sommer haben sie natürlich Hochsaison. Jeden Tag werden unheimlich viele Glassen produziert. Gehen wir. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 28. Sommerzeit ist Glassenzeit. Wir haben Lust auf Glasses und gehen hier zu Belp schauen, wo Glassen gemacht werden. Hier ist nämlich der Stängeli-König. Der Danu erwartet uns. Gehen wir. Ciao Danu. Hey, salut Pablo. Salut. Hallo. Merci, empfasst du uns hier? Schön, seid ihr gekommen. Willkommen im Stängeli-König zu Belp. Hier entstehen die ganzen Stängeli-König-Glassen. Seit 3 Jahren sind wir hier. Ich habe Glück, wir machen Jockey-Glassen. Das ist bei weitem unsere beliebteste Glasse. Also ja, kommt doch rein. Du hast gesagt Jockey-Glasse? Ja, genau. Wir machen Jockey Meersalz. Ja. Das ist also wirklich der Bestseller. Also hier ist unsere Produktion. Jetzt haben wir eben Glück. Hier läuft die Produktionsmaschine. Das ist nicht einmal gestellt. Am Verpacken und Machen und Tun ist natürlich absolut Hochsaison. Über 13, 14 Sorten. Ja. Teil davon sind geheim. Ja. Wir haben so ein paar Sorten, die wir eigentlich nicht mehr machen. Aber jedes Jahr gleich mehr verkaufen von denen. Weil irgendwie die alten Kunden die so gerne haben und immer noch nachher bestellen. Sorry, Caro. Ja, hier geht es gerade richtig zur Sache. Gell? Musst du nicht gerade auch anpacken? Oder wie ja, ich kann mich fast nicht zurückhalten. Genau schon, okay. Erzähl mal, was entsteht hier genau? Wir machen hier pro Tag vielleicht so um die 2000 Glassen. Wir fangen an mit so Smoothies machen. Schau jetzt, später machen wir noch Gurken. Ah, ja. Hier siehst du Gurken, die haben wir heute geröstet. Gurkenglasse ist ziemlich am Boomen. Okay. Wir fangen mit einer Frucht oder einer Gurke. Ja. Dann kommt Sirup rein. Ja. Meistens brauchst du noch so einen kleinen Gegengeschmack. Jetzt bei den Gurken sind das Zitronen. Ja. Bei sehr vielen Orten sind das Limetten. Also wir pressen recht viele Limetten hier. Ja. Dann wird das gemixt und dann wird es eigentlich spannend.
Das ist da zum Beispiel eine Masse von dieser Gurkenglasse. Und dann füllen wir das einfüllen da in die Formen. Das ist ein Funnel, ja. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, mit deinem Team oder selber da die Stängeli-Glassen zu machen? Ich habe für eine grosse Firma geschafft, mit dieser Firma in den USA, mit der ganzen Familie. Der Entscheid war, wir wollen schon zurück in die Schweiz. Und wir haben diese Glassen bei uns um Ecken, wo wir gewohnt haben, einfach dauernd gegessen. Ja. Das kann nicht so schwierig sein, das mache ich. Stellt sich heraus, da musst du viel arbeiten als Selbstständiger, aber es macht auch viel Spass. Ja, eben, wir sind ja dabei gewesen, wir haben jetzt den Smoothie dort drin, oder? Hätten wir da eingefüllt. Jetzt kannst du vielleicht das auch mal machen. Kannst du da ein bisschen helfen, Pablo? Okay. Also ja. Kannst du das da drauf tun? Also, hier drauf tun? Ja, genau. Dann tust du das zu. Ja. Zack. Kannst du das grabben. Würdest du dich da reinstellen? Genau. Zack. Dann ging es weiter. Aha. Das ist unsere Glassenmaschine. Einfach sehr, sehr kalte Flüssigkeit da drin. Ja, und so werden die tief gefroren. Je nach Sorte, 20, 30 Minuten, dann sind die kalt. Und dann, das heisst, wir können die dann rausnehmen. Ihr seht, hier geht es zur Sache in dieser Folge, es geht ab. Ja. Nehmen wir das raus. Stellen das her, da tun wir so wieder ein bisschen abtropfen. Normalerweise würden wir mehrere rausnehmen. Schöne kleine Manufaktur. Oder? Wie ist das so für dich hier auch zu arbeiten? Hey, du hast immer irgendetwas, das nicht funktioniert oder irgendetwas, das ich vergessen habe zu bestellen. Jetzt gerade auf dem Gurtenseite. Oh. Ja, genau. Jetzt ist gerade der Gurten vorbei. Schau mal, jetzt haben wir hier die Gurkenglasse gemacht. Mega frisch. Wow. Dann tun wir die zwischenlagern. Ja. Eben, jetzt haben wir Schoki gemacht heute Morgen, heute Nachmittag machen wir die Gurken und dann tun wir die auch noch verpacken. Ja, jetzt sind wir gerade vom Gurten runtergekommen, es war mega cool, es ist aber immer halt schön dort oben zu sein. Was wir eigentlich machen, ist, wir beliefern Gastronomen. Ja, die nettesten, coolsten Orte. Dieses Jahr sind wir in Arenbar, wir sind im Treibholz. Ja. Mittlerweile sind wir in fast allen Deutschschweizer Kantonen. Jetzt sind wir eigentlich ja fast fertig zu verpacken, haben wir schon gesehen. Und dann haben wir da einfach noch so eine kleine Lagerzone. Aha, darf man hier nicht schauen? Oder ist das, Ja, natürlich. Also kannst du gerne eine nehmen, wenn du Lust hast. Soll ich eine nehmen? Du nimmst schon eine, oder wie? Ich nehme auch eine, ich nehme immer Bananen. Dann nehmen wir doch gerade das hier. Weisskuss, sehr gut. Das ist sehr erfrischend. Isst du da täglich eine am Morgen und am Abend? Ich muss zugeben, ich esse nicht mehr jede. Die gibt es seit letztem Jahr, darum esse ich die noch. Ich habe 2 Kinder und die essen auch nach 6 Jahren Stängeli-König. Ich glaube, wenn die aufhören Glasse essen, dann muss ich glaube aufhören. Gibt es so Momente, wo man auch sagt, hey, das ist eigentlich zu viel Güte? Ich muss eigentlich alles so parat haben, dass es für Juli und für August ist. Ja. Also Ende September ist die Saison mehr oder weniger fertig. Aber der Winter wird immer kürzer. Also, ja, jetzt die letzten Jahre ist es so gewachsen, dass wir immer früher anfangen zu produzieren. Es gibt Tage, wo nichts klappt, wo viele Fehler passieren, wo irgendeine Maschine kaputt geht. Und dann denkst du irgendwie, hey, das war es. Und andere Tage eben, weiss auch nicht, da ist man auf dem Gurten ein paar coole Feedbacks oder ein neuer Kunde. Und es fühlt sich an, als hätte es erst gerade angefangen. Wir machen das schon 6 Jahre, das können wir fast gar nicht sein. Gehen wir noch eins weiter, hat er gesagt, oder? Ja, sehr gut. Komm, lassen wir sie doch arbeiten, dass die Glasse auch noch entsteht. Sonst haben morgen etwa die Leute keine Glasse. Genau. Also. Da wären wir. Außerhalb des Produktionsraums. Hier tust du aber sicher auch ein bisschen Kaffee oder mit dem Team Zeit verbringen. Ist das so? Oder? Also wir haben 5 Jahre gebraucht, bis es eine Kaffeemaschine gegeben hat. Aber wir haben ja 2 Jahre gebraucht, bis es überhaupt Stuhl gegeben hat. Es verändert sich immer, es geht immer weiter. Auch. Wir haben natürlich auch viele Ideen für Sorten. Du siehst, wir haben jetzt da eben 13, 14 Sorten. Und man muss aufpassen, dass man nicht einfach zu viele Sorten hat, die gar niemand will. Oder? Also, wir haben keinen Laden in diesem Sinn. Wir haben natürlich hier, weil wir so einen schönen Standort haben, schon lange das Projekt vom Glassenfenster. Wir haben es letztes Jahr mal so ein bisschen gemacht und dann dieses Jahr zu wenig Zeit gehabt. Aber ich fände das aber noch cool. Das sind ja auch das Bauptenheim. Ja, meine Wurzeln sind schon da. Das ist doch auch schön, irgendwie so ein bisschen mitten im Dorf zu produzieren und nicht irgendwo in einem Industriegebiet. Hast du schon Sachen, die du gerne machst, wenn du mal Feierabend hast? Im Sommer habe ich wirklich fast nie Feierabend. Aber im Winter habe ich viel Feierabend. Ich bin immer noch ein passionierter Snowboarder und ist so viel Glasse. Genau. Ja, für dich habt ihr jetzt Lust bekommen auf Glasse essen. Das ist die 28. Folge von «Zusammen unterwegs». Merci vielmals, Danu, hast du sie danke dir vielmals. Sehr schön übrigens. Ja, gerne. Und wenn ihr auch eine Story habt, die ihr teilen wollt, schreibt uns, geht auf plattformj.ch oder nutzt die App. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Der Stängeli-König, ein Glassenproduzent aus Belp. Eine Geschichte aus der Plattform J-Schatzkiste ist das. Und jetzt wartet noch ein genauer Blick auf das Wetter. Es ist ja das 1. August-Wochenende. Wie das genau wird, das sagen euch jetzt unsere Experten von Meteo News. Mehr spannende Artikel findet ihr auf plattformj.ch. Das war es nämlich für heute. Schön, habt ihr reingeschaut. Schönen 1. August. Und wenn ihr müsst arbeiten müsst, gut arbeiten. Macht's gut. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, an diesem Freitagabend zum Wetterupdate auf der Plattform J. Wir starten in das Wochenende.
wo wir ja den Geburtstag der Schweiz feiern, morgen am 1. August. Und das bei doch passablen Wetterverhältnis. Heute war es grundsätzlich recht freundlich. Im Laufe des Tages aber stellenweise regnen und gewittern kommen. Wir sehen auf dem Satellitenfilm ein bisschen feuchtere Luft, die uns erreicht hat. Und in den nächsten paar Tagen haben wir eine relativ flache Druckverteilung über Mitteleuropa. Es ändert sich am Wettercharakter grundsätzlich nicht viel. Auch morgen am 1. August das erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken. Einzelne Regengüsse oder Gewitter kann es geben. Am Vormittag auch schon im Flachland einzelne Schauer noch möglich. Am Nachmittag dann eher, wenn überhaupt, noch Richtung Berge. Mal ein Platzregen oder ein Gewitter. Sonst dann immer mehr trocken und am Abend trocknet es auch in den Bergen definitiv ab. Die Temperaturen erreichen morgen am 1. August knappe 30 Grad, sind also ein bisschen tiefer als in den letzten Tagen. Aber natürlich immer noch auf hochsommerlichem Niveau. Wind haben wir am 1. August grundsätzlich wenig, schwacher Wind aus westlicher Richtung in den tiefen Lagen und zeitweise mäßiger Westwind auf den Bergen. In den nächsten paar Tagen wird sich dann nicht allzu viel ändern. Es geht grundsätzlich recht sonnig weiter, einzelne Gewitter sind aber möglich und es bleibt heiß, Temperaturen zwischen 32 und 34 Grad. Morgen, der 1. August, ist ein Grund, um den Geburtstag zu feiern. Machen wir dieses Jahr aber ohne Feuerwerk und ohne Umzüseln. Die Waldbrandgefahr ist nämlich sehr gross nach diesen trockenen Wochen und Monaten, die wir hatten. Also am besten geht die Finger vom Feuerzeug und den Zündhölzchen weglassen. Danke fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.